Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin die Feldwalzen und ich wollte euch einmal erzählen, was die Gamer also dann, wenn es nicht gerade vorm PC sitzen. Und darum die Videoreihe jetzt da, weil, wie man es hinter mir sieht, wir sind ein Hintereigengut. Das war jetzt der erste Teil von den Videos, was noch folgen werden. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach einmal ein paar Videos über ja, die Plätze oder die besten Plätze, was für Familien für einen mittelmäßigen bis kleinen Gäpperl geeignet sind. Und darum würde ich sagen, schauen wir uns die Gaudi jetzt einmal an, was kommt, und packen wir es. So. Da, jetzt einmal weiter im Text. Da haben wir gesagt, wir packen wir das Ding und jetzt packen wir es auch. Also, meine Freunde, ich bin im Landgut Hintereigengut. Landgut Hintereigengut? Nein. Im Hintereigengut ein Landhotel. So. Meine Versprecher, die werden sie nicht nennen, gell? Aber das Hotel ist ein umbauter Bauernhof, hat den Vorteil, hat Viecher da, also von Esel, Kuh, Pferdl, alles ein wenig zum Streicheln, bietet so zum Reiten für kleine Kinder, sitzt das drauf, reiten sie ein wenig um, das kostet alles nichts, fahren da mit der Kutsche nochmal mit den Pferdl, kostet auch nichts. So, haben einen Pool da, saukalt, aber sehr erfrischend und alles sehr gepflegt, sage ich mal. Der Kinderspielplatz ist da, das ganze Clubplatz kostet überhaupt nichts. Ja. Du hast Frühstück da, wir haben eine 10 Tage Suite gebucht. Oh mein Gott, das Suite, ja. Braucht es aber mit 2 Kindern. Wir brauchen 2 verschiedene Schlafzimmer, das ist aber ganz gut. Ja. Ich mag das nicht, wenn man im Urlaub so auf den Haufen pickt. Jetzt haben wir das Ding ausgesucht, kostet mir auf 10 Tage 1300 € inklusive Frühstück. 10 Tage, wenn du ein wenig runterrechnen, ist pro Tag nicht viel. Tatsächlich nicht. Ja, was hat das Ding? Wir haben, habe ich schon gesagt, 2 Schlafzimmer, haben einen Aufenthaltsraum, da ist eine Küchenzeile drin, da ist auch alles da, da kannst du sogar Kuchen backen oder irgendetwas. Also da ist wirklich alles drin. Ist auch nicht schlecht, wenn man Kinder hat. Ja. Und die ganze Gaudi, die kostet nichts extra. Ja. Und ja, was haben wir jetzt noch da?
Abendessen so die Bayerin zum Beispiel selber kochen. Das Abendessen, die Karten, die ist jetzt nicht so brachial viel, dass du sagst, die kriege jetzt von bis. Ja. Die hat jetzt 4, 5 Suppen drauf und hat ein paar Hauptgerichte, auch vegetarisch kannst du essen. Und die ändert sich aber nicht. Und wenn du 10 Tage da bist, ja, dann, wenn du jeden Tag was anderes isst, kommst du mal gut durch. Ja. Sehr zu empfehlen sind die Nachspeisen, wenn du da ein so süßer bist wie ich. Ja, und wie gesagt, es ist Hausmannskost, sehr gut gemacht, einfache Sachen, aber so einen Haufen Teller. Also man kriegt da gut, also wenn ich gelang, dann gelangt da jeder. Das kann ich mir gleich voraus sagen. Wenn ich sage, das ist viel, dann ist es viel. Weil ich kann wirklich viel essen und ja, mir schmeckt es halt auch, ja, leider. Ja, das dazu, jetzt weiß ich nicht, was ich noch sagen sollte. Ich werde ein paar Aufnahmen in dem Video noch herzeigen, wird euch das irgendwo verlinken, dass man auch die Webseite anschauen kann, dass ihr so könnt. Nur zum Thema Bezahlung, ich kriege kein Pfennig Geld dafür, aber ich habe festgestellt, wenn du da irgendein so Video anschaust, der hat meistens Einnahmen von einem Werbetreibenden. Ja? Da bist du natürlich schon wieder gezwungen, dass du etwas machst, da wo du da Kohle kriegst. Ich mache das, was mir gefällt und was ich sage, dass gut ist. Und glaubt mir, ich arbeite 30 Jahre selber in der Gastro und ich weiß wirklich, was gut ist. Ja? Und ich versuche halt die Sachen noch so zu halten, dass nicht über die Preisspanne drüber kommen, da wo du sagst, ui, ich brauche jetzt da noch einen Nebenjob, damit man das leisten kann. Ich brauche Sachen oder möchte Sachen machen, die wo für jeden leistbar sind, für einen kleinen Geldbeutel oder mittleren Geldbeutel, sage ich jetzt einmal, die wo sie auch Familien leisten können, die wo jetzt 2, 3, 4 Kinder haben, ja, weil ich finde es einfach brutal geschert. Ich habe festgestellt, als Pärchen kommst du überall hin, ja, aber sobald du eine Familie bist, dann kostet ein Jetzt-Kind 100% genauso viel als wir Erwachsene und das finde ich einfach für einen riesen Scheißdreck. Bei manchen, nicht bei allen, aber bei manchen. Und darum suche ich euch die außer, die wo für Kinder jetzt nicht viel verlangen oder gar nichts. Jetzt bei uns, da kosten es nicht so viel, da kostet das Zimmer pro Nacht, ja, wenn du es dann belegst mit 4 Personen, ist es ein bisschen teurer, aber die rechnen nicht pro Person und pro Nacht ab. Und manche Affenköpfe, muss ich ganz ehrlich sagen, die verlangen pro Person, pro Nacht und finden das normal. Ja. Aber ich kann ein 2-jähriges Kind nicht genauso viel Kohle verlangen, als wie jetzt für einen Erwachsenen oder für mich. Ja. Das Kind kann, was ist denn das schon? Ja, oder was braucht das schon? Ich finde das einfach eine versteckte Verteuerung. Und darum kommen jetzt da einige Videos, angefangen mit dem Hintereigengut, wo ich euch die Sache ein bisschen zeige und ich hoffe, euch gefällt das, lasst mir ein Abo, ein Like oder ein Leck mir am Arsch da, ja, damit ich mir auskenne, was ich zu machen habe oder was nicht. Das war schon mal ganz gut, weil wenn es nicht ankommt, dann sparen wir die ganze Gaudi, weil es doch eine Riesenarbeit ist. So, jetzt nochmal zum Hintereigengut. Fantastische Küche, du kannst da einkaufen, einen selber gemachten Schnaps. Der ist ein bisschen teuer, weil sie eine Steuer davor zahlen müssen, der kostet Flaschen, so eine Flaschen 21 Euro. Ja, wurscht. Wie gesagt, es kommen ein paar so Videos und Fotos, wo sie euch dann noch runterlaufen lassen, aber ich glaube, dass das jetzt schon eine ganz gute Ansage war und ich werde auch noch vom Saunabereich, wo es auch da ist, auch ein paar Fotos schießen, da ist es halt scheiße mit der Kamera durchzurennen, ja. Kommt vielleicht nicht so gut. Vom Essbereich, vom, sagen wir mal, Restaurant, wo man frühstückt, werde ich vom Frühstück ein paar Fotos noch mit einblenden. Und vom Essen versuche ich das auch mal zum Fotografieren, dass man ein wenig eine Vorstellung hat, wo es da auf einen zukommt oder ob es gut oder schlecht ausschaut. Geschmäcker sind verschieden, gell? Aber ich habe festgestellt, den Geschmack, was ich habe, die breite Masse auch. Und ja, ich probiere das jetzt, gell? Ich probiere es einfach. Also in dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr bestärkt es mir ein wenig drin, wenn ihr sagt, es ist total scheiße, lasst es bleiben wollt, dann mache ich das auch. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass das einfach gut ankommen darf oder dass so mancher sucht danach gerade, ja, dass er da ein wenig besser hinkommt. Ja. Und das dann gehen wir, wenn sie nicht gerade vom PC sitzen. Ja. Also dann, in dem Sinne, pfiat euch, bis zum nächsten Mal, man sieht sich, gell? Servus.